Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Amn auf Pelzig. So, und jetzt müssen wir mit dem Kerl wieder retten, mit dem Pförtner hier von der Hafner. Ihr habt uns doch der Rennfeld zurückgebracht, oder? Ihr seid mir erneut gegrüßt. Kann ich irgendetwas für euch tun? Ja, ich würde mal ganz gern da einen Blick reinwerfen. Ihr müsst einen Blick da drinnen werfen und wo noch genau suchten ihr dann? Ja, ich habe gehört, dass das Gebäude von der Hafner ist und ich wollte schon immer mal einen Hafner treffen. Hafner? Wo rennt er dann? Ich sag, dass das hier das Hauptquartier von der Hafner in der Stadt ist. Das stimmt doch, oder? Retten doch nicht so laut. Psst, das ist doch eigentlich ein Geheimnis. Woher wissen wir das? Wir hatten euch das erzählt. Ach, das spielt jetzt doch keine Rolle, woher ich das habe, oder? Es ist die Wahrheit. Ich mag mich nur ein bisschen umschauen. Jo, genug jetzt. Wenn er etwas von unserer Herkunft hier verraten, würde uns das sehr gefährden. Mehr als ihr vorstellen könnt. Wollen wir wirklich, dass das Blut von Tapferen und Rechtschaffenen an eure Hände klebt? Oh yeah. Ja, ich will mich dann noch mal kurz umgucken. Okay, ihr habt uns der Rennfeld zurückgebracht, aber deswegen kann ich euch noch nicht ins Hauptquartier einlassen. Jetzt horch mal zu. Wenn ihr einen kleinen Auftrag für uns erfüllt, dann dürft ihr euch drinnen mal kurz umgucken. Abgemacht? Was für eine kleine Aufgabe wäre dann das? Ihr seht so aus, als ob ihr was vom Kämpfe versteht. Nördlich von hier befindet sich ein Haus. Es befindet sich in der Nähe vom Zentrum vom Viertel. Und der Besitzer vom Haus ist ein Magier namens Prebeck, der verderbte Experimente durchführt und so U-Tiere erschafft, die die Stadt bedrohen. Zerstört die und wir erfüllen euch euren Wunsch. Ja, ich erinnere mich an den Ort. Kreaturen und 2 Lehrlinge, oder? Ich kann euch versichern, dass die alle tot sind. Wirklich? Na dann, habt ihr uns den Fall offenbar schon erwiesen. Ihr könnt noch drinnen gehen, aber bitte im Erdgeschoss bleiben, ne? Der erste Stock ist viel zu gefährlich. Jeder, der kein Hafner ist und dort hingeht, der wird umgebracht werden. Wir könnten eigentlich nie mehr helfen. Auf jeden Fall könnt ihr jetzt eintreten, wenn ihr das wünscht. Oho, die Hafner öffnen uns doch endlich ihre Türen. Ich frage mich, welche Hafner-Geheimnisse wir direkt unter ihre Nasen ausspionieren können, während wir drin sind. Das wird sich zeigen, Edwin. Jetzt gehen wir da auf jeden Fall mal rein und gucken uns das Ganze mal an. So, ne? Aha, schön sieht's aus. Korgan. Was gibt's? Hoffentlich werde ich wenigstens gut bezahlt. Du stürmst jetzt einfach mal raus. Mit der ganzen Gestalte müssen wir eigentlich nicht retten. Das sind Quatschköpfe, die brauchen wir nicht. Mystra, die Göttin der Magie und wie man sagt, eine Freundin der Hafner. Ja, ja. Wie man sagt. Die ganzen Leute spielen für mich eigentlich keine Rolle. Gute Idee, das mir zu übertragen. Denn du musst dich nicht unbedingt retten. Habe ich eigentlich auch noch nie gemacht, als ich hier war, um ganz ehrlich zu sein. Ich rahme denn lieber die Boot aus. So. Gehen wir noch hier. Da haben wir noch ein paar Bücher. Geschichte von irgendwelcher Glocke, Geschichte vom Norden, Geschichte von Estagund, von Kalimshan und von Amn. Okay. Guck dich mal um, noch Falle. Und was eine Musik. Oh, viel zu heilig. Okay, Vikonia ist noch aufgestiegen und wir haben noch einen tollen Helm gekriegt. Und da haben wir noch ein bisschen was. Und da ist noch was wir stibitzen können. Und Motor. Was haben wir dann hier noch? Aha, was ist dann das hier? Hafner-Amulett. Alle Hafner, auf die ihr in diesem Gebiet getroffen seid, tragen diese Amulette. Vielleicht identifiziert sie das als Hafner. Könnte es in diesen Gebäuden einen Bereich geben, in den nur Hafner vordringen können? Fragezeichen. Ja, wir packen das jetzt mal ein. Dann werden wir aber auch nicht abgeschlachtet. Weil es hieß ja auch von dem Hansel da vorne, von dem Rylok, wie auch immer, dass man aber nur rein darf, wenn man Hafner ist. Das heißt, hier haben wir noch auf jeden Fall schon mal ordentlich was abgezwackt. Und die Musik ist viel zu heilig für mich. Oh, da krieg ich... da krieg ich Plack davor. Okay, das geht an Vikonia, die eh schon aufgestiegen ist. Da haben wir noch ein bisschen Platz für was. Eder, du kannst doch eine haben. Wicke, nee, du kannst keine mehr haben. Und, nee, die... Okay, behalten wir es erstmal bei Korgan, der kann es bestimmt gebrauchen. Dann hätten wir hier noch ein niedere Luftelementar, ja, aber das kann er anscheinend schon. Und da ist noch ein Helmchen. Den kann man identifizieren, den kann auch unseren Magier kann. Er kann wohl was, sehr gut. Schützt vor kritische Treffer, Träger ist immun gegen Bezauberung. Das kann auch sehr nützlich sein. Aber er hat schon den tolle Baldurans Helm, das heißt, den kriegst jetzt du. Herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt immun gegen Beherrschung und ähnliches. Infravisionshelm ist sowieso Müll, das können wir verkaufen. So.
Vicky ist eine Stufe aufgestiegen. Hervorragend, sie ist jetzt Klerikerin der 11. Stufe und kann Priesterzauber 1, 3 und 6 jeweils ein neue Wirker. Sehr schön, 2 Trefferpunkte hat sie noch gekriegt. Und ihr Sagekunde hat sich um 1 erhöht. Sehr schön. Dann, dann machen wir nochmal Rüstung dazu. Wobei, nee, ein Segen ist nicht schlecht, da können die Leute ein bisschen besser treffen. Stufe 3 machen wir nochmal eine Krankheit heilen dazu. Stufe 4 hat man nichts, Stufe 5 auch nichts. Und hier packen wir, was haben wir dann? Strahl des Ruhms hat schon angenommen. Die Klingenbarriere, was war denn das nochmal? Mit Hilfe dieses Zaubers beschwört der Priester eine Mauer aus in der Luft tanzenden, rasiermesserscharfen Klingenwaffen. Diese umtanzen den Zaubernden in einem wirren Muster und bilden so eine relativ undurchdringliche Barriere. Jeder, der versucht, diese Barriere zu überwinden, erleidet 8w8 Schadenspunkte. Wesen, die sich im Wirkungsbereich des Zaubers aufhalten, wenn er gewirkt wird, erhalten einen Rettungswurf gegen Zauber, um den Schaden zu entgehen. Der Wirkungsbedarf trägt 10 Runden. 8 Schade ist auch nicht verkehrt. Wenn sie mal in der Bredouille steckt, ist das gar nicht mal so schlecht, weil so viel hält sie auch nicht aus. Falscher Sonnenaufgang wäre natürlich für Untote auch nicht verkehrt. 6w6 Schadenspunkte und ja, Verwirrung. Soul-sengende Kugel. Was war denn? Oh, das ist auch nicht verkehrt. Wenn dieser Zauber eingesetzt wird, erschafft er einen leuchtenden Stein. Der Priester muss diesen Stein möglich. Okay, das war etwas, was man dann werfen kann. Okay. Soul-sengende Kugel. Komm, packen wir die mal dazu. Spaßeshalber. Dann sind wir soweit hier auch fertig in dem Gebiet. Ja, mit einer Hansel könnte man theoretisch sprechen, aber um ehrlich zu sein, hatte ich doch nie wirklich ein großes Bedürfnis dazu. Wie ich euch heiße. Geisterhafter Hafenspieler. Die Drachens Zeichen von ein und selber. Ihr seid hier willkommen und dürft in Sicherheit bleiben. Frucht noch beliebe, was ihr wissen wollt, und die Wächter werden so gut es geht antworten. Wer ein Vieh sehe und kennen die alte Gesänge, auch wenn die erste Melodie vergessen ist. Was ist das für ein Ort hier? Hier bewachen wir die Zusammenkunft. Hier darf die Gemeinschaft von den Mitgliedern Ruhe und sicher sein. Hier ist eine Festung von der Hafner, Annie von Vieler, Annie von Wennicher. Was für eine Art von Wesen seid ihr doch gleich? Wir sind die Vergangenheit, die die Gegenwart bewacht. Wir spielen die Harfe von der Geister oder als Geister, damit andere hier Ruf finden. Vor kurzem wurde hier ein Dieb gefangen. Was ist mit dem passiert? Ein Dieb? Ein Dieb, der den Grund und Boden von der Hafner beraubt, darf nie wieder berühren, bis er dafür gebüßt hat. Hafner sind über dem Boden, damit sie ihn sehen können und Verlust bemerken. Wie sie die Flucht vom Gesetz antreten, so haben wir die Flucht gewährt, aber ins Nirgendwo. Und goldene Käfig für eine Form, die frei aufsteigen kann, sodass sie in Gefangenschaft erkennt, was Verlust ist. Die Besitztümer festhalte und habe Form, die ihr eigenes gefiedertes Gewand trägt, zu zeigen, dass materielle Dinge kommen und gehen und dass manche sie überhaupt nicht brauchen. Aber was gibt's denn hier, was jemand stehlen könnt? Es gibt hier Ruhe zu stehlen, aus der irischen Sicht heraus, dass Wohlstand auch immer mit Zufriedenheit vom Geist einhergeht. Wie wird man eigentlich zum Hafner? Es heißt, dass Hafner schon von Geburt an welche sind, dass sie aber erst anerkannt werden, wenn sie sich ihnen anschließen. Geistige Veranlagung, die vielleicht keinen Sinn macht, aber was Verlangen hervorruft, Dinge auf lange Sicht richtig zu machen. Geduld und gute Taten helfen, einen Ausgleich zu schaffen. Die sind ihr einzigste Belohnung, aber zu gegebener Zeit können sie ihre Anerkennung durch Gleichgesinnte fördern. Und das Ganze hier bezahlt sich von Luft und Liebe, oder was? Man braucht keine Mitgliedschaft, man folgt nur seinem eigenen Weg. Hafner suchen sich den ihre zur rechten Zeit. Jetzt habe ich gefroren mir, ich werde jetzt mal allein lassen. Einzeln, aber niemals allein. Die Gesänge von der Vergangenheit dienen dazu, die Jahre zu verkürzen, für jene, die sich getrauen zuzuhören, und bringen die Erinnerungen an die dahingeschiedene Freunde zurück. Und die Harfe spielen, sind wirklich niemals allein. Der Sieg wird unser. Ich werde eure Die haben wir jetzt Stärke aber folgen. allerdings ohne vergessen. Ist vielleicht auch nicht so schick, du Drow ohne allein zu lassen. Ja, ich hoffe, das Ich bringt will mal was. Sache, wir gucken uns hier weiter um. Nur Müll, 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 Bolze. Die können wir verkaufen.
Eine Phantomklinge. Beobachtet, Torgal. Ihr habt gut gekämpft. Offenbar haben die Blutopfer, die ihr euren primitiven Göttern dargebracht habt, ihre Wirkung getan. Sehr geil, jetzt fangen die wieder an, untereinander zu sprechen. Eure Dummheit wird nur von eurer Rumstümperei auf dem Schlachtfeld übertroffen. Dummer Junge! Ihr seid aber Salve und selbstsüchtige Gott, der euch nutzlose Fähigkeiten im Tausch für euer Seelgeber hat. Beleidigt nicht mein Glaube. Kurzer. Warum nicht? Alles, was ich hab ich durch mein eigenes Stärke erreicht. Ihr habt nichts dergleichen. Euch wird alles nur durch einen rumtänzelnden Gott geben. Es ist nur zu deutlich, Zwerg, dass ihr aus Eifersucht sprechen. Würde ich auch, wenn ich an eurer Stelle wäre. Heuchler! Ihr habt keinen Glaube, der über das hinausgeht, was euch persönlich zufriedenstellt. Sau im Dreck wälzen euch woanders drin, buh. Ich will mal die Selbstverachtung von dem Zwerg nicht länger Arthur. Wahrlich, ihr seid derjenige, der sich in Selbstmitleid ergeht. Okay, wenigstens kloppen die zwei sich nicht untereinander. Das ist schon mal ein Vorteil. Und wenigstens haut auch keiner ab. Ach ja, wir müssen unbedingt... Oh, 5 konzentrierte Heiltränke, das ist sehr praktisch. 4 Gold. Wir müssen unbedingt die Quest von Anomen machen, damit der Kerl scheitert in seinem Auftrag. Das wird nämlich noch sehr, sehr lustig, wenn der Kerl seine Aufnahmeprüfung zum Ritter vom höchst ehrenwerten Orden des strahlenden Herzens nicht packt. Weil dann wird es ein richtiges Riesenarschloch. Wenn er jetzt schon denkt, er sei ein Arschloch, weil er rechtschaffen neutral ist, das wird spaßig, was er dann von dem denkt. Okay, das geht alles wieder an Korgan. Der kann es ja eher gebrauchen als Krieger. So, Phantomklinge. Das können wir eigentlich auch noch lernen. Weil es Spaß macht. Wie viel haben wir denn nur? Stufe 5? Ja, du kannst ja eh noch ein bisschen was lernen. Und hier mal eine Nachricht. Dies ist eine einfache Notiz in einer zierlichen Handschrift. Lieber Berinvar, den haben wir ohne getroffen. Oder beziehungsweise haben wir ja gesehen, dass einer so heißt. Macht euch keine Sorgen wegen des Diebes. Wenn er Komplizen hat, werden die schon bald aus ihren Schlupflöchern kriechen. Was den Dieb selbst betrifft. Nun, die geisterhaften Hafenspieler werden ihn aus dem Fluch entlassen, sobald sie der Meinung sind, er habe seine Lektion gelernt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann können wir nur hoffen, dass es sich an den Geschmack von Vogelfutter gewöhnt, nicht wahr? Alles Gute, Tee. So, jetzt wissen wir auf jeden Fall Bescheid, dass der zum Vogel verwandelt worden ist. Macht's kurz. Ich hab schon wegen weniger getötet. Das glaube ich dir sogar. So, die können wir hier aufmachen. Ich bin dabei. Dann plündere ich nämlich hier noch. Interessant, dass hier der Montaron so dermaßen fertig gemacht wird, während Abdel Adrian hier einfach alles ausräumt und hat keinerlei Konsequenzen zu tragen. Aber geht's nur aufs Dach, da ist jetzt eigentlich wirklich nichts Interessantes, Wichtiges. Deswegen mag ich erstmal hier nochmal nur plündern. So. Ja? Und ich habe ganz gern die Leute in der Nähe. Dann kann ich denen nämlich gleich ihr entsprechendes Zeug zustecken, wenn es was gibt. So. Ja, zum Beispiel jede Menge Schriftrolle für die Ede. Das ist auch wieder nur Quatsch. Entschuldigung. Wurfpfeil +1, das können wir auf jeden Fall verkaufen. Bringt zwar nicht viel Kohle, aber Clayfi macht auch Mist. Okay, das kann der beides nicht erlernen. Dann machen wir weiter. Säurepfeile, die sind eigentlich auch Quatsch, aber nehmen wir jetzt mal mit. Und hier noch ein bisschen. Okay, Kugel +1 und Säurepfeile. Ja, komm, die Feuerpfeile können wir dort fortschmeißen. Ein Troll bringt das ja auch um. So, das können wir noch reinstecken. Und Vikonia hat sowieso nicht so viel mehr. Und zack und zack. Und weg dort mit. Und die 5er. So, wunderbar. Sagt mir, was zu tun ist. Gute Idee, Gut, das mir zu dann bleibt übertragen. nur noch der Raum hier übrig. Das heißt, da können wir jetzt reingehen. Und da ist Ich eine warte. Voliere. Kaum der Rede wert. Ja, kaum der Rede wert. Als rein mit dir. Und da finden wir dann hoffentlich, was wir suchen. Yep, da gibt's noch was. Jo, da ist ein kleines Halsband drin. Was ist denn das hier? Ihr seid zu weit entfernt. Kann man doch nicht nochmal gucken, was das hier ist. Na egal. So. Dies ist ein ausgeklügeltes Vogelhaus, voller exotischer Pflanzen und mannigfaltiger, seltsamer Vögel. Ihr seht einen kleinen Vogel, der durch die Zweige im Vogelhaus schwirrt. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr ihn fangen.
es ist erstaunlich leicht, den Vogel zu fangen. Ihr wollt noch einen Greifer und der Vogel fliegt direkt auf eure Hand zu, um sich dort ruhig niederzulassen. Du hämmern doch, Hafnervogel. Nach dem, was die geisterhafte Hafenspieler gesagt haben, ist der Vogel der arme Kerl, der Selemols unter dem Namen Montaron bekannt war. Xa Suchtnorum. Alle hopp. Dann hämmern wohl gefunden anscheinend, aber das ging ja ziemlich einfach. Vor allem frage ich mich auch, warum der so zutraulich ist. Der weiß ja gar nicht, dass ich noch ihm such. Und wir hätten auch gar nicht mit ihm sprechen müssen. Das kommt mal irgendwie komisch vor euch, nicht ach? Müsst es euch. Die 9. Stunde haben wir morgens. Erlaub. So. Dann machen wir das doch noch. Dadam, dadam, dadam. Der Wartstoß, der Hansel. Schon geschehen. Das heißt, wir gehen jetzt mal dort hier. Ach, so langsam entwickelt sich schon die Gruppe, muss ich sagen. Allein schon auch, was die Ausrüstung angeht. So, da steckt da, der feine Herr. Genauso ein arroganter Magier wie der Edwin. Ich bin dabei. Stört euch irgendetwas? Ihr seid also zurück. Kann ich davon ausgehen, dass ihr eure Mission erfolgreich erledigt habt? Und bin ich nur das Ziel... oder bin ich nur das Ziel von auftreibender sozialer Umgangsformen? Oh, ich hab rausgefunden, was mit ihm passiert ist. Er wurde in den Vogel verwandelt, den ich hier bei mir hab. Endlich wird der Montaron wieder zu mir zurückgebracht. Das sind hervorragende Neuigkeiten. Besonders, da so ein paar Idioten in meinem Laboratorium eingebrochen sind und all meine Schöpfungen abgeschlachtet haben. Das heißt, die ich als Hafneraufgabe umgebracht habe, das waren wohl Lehrlinge. Und er war wohl der Meister, der einfach jemand die Haut abzieht oder die Fingernägel rausraubt. Reizender Xeller. Es scheint, dass er auch mal beide Lehrlinge abgemurkst haben. Bah! Es wird mir Arbeit um Ewigkeiten zurückwerfen. Wie ärgerlich. Ich euch belohnen, werde ich den Monty in seine ursprüngliche Gestalt zurückverwandeln, nur um sicher zu gehen, dass ihr nicht lügen. Monty muss was Interessantes zu erzählen haben. Ups. Eure Stimme ist Ambrosia. Was? Was zum... Ihr seid nicht Montaron. Zack, und tot. Lucette. Und so stirbt er danach. Und tot kommt auf Xanges Flügel, Xang von lang gewundenem Arg. Und am End, ich wend, und an dem End tönt lächelnd die Harf. Ich hab's gewusst, das ganze Ding war getürkt. Ja, das kommt ihm schon komisch vor, dass der Vogel so friedlich zu mir komme ist. Und ihr war der Pfand in der Angelegenheit. Hier war die Person, die das verhexende Gift von seinem Herz beigebracht hat, sich dabei auf die Tatsache zu beziehen, dass es sich auf meinem Schwert befand. Ist nichts als Haarspalterei. Ich hab keinen Streit mit euch. Mir hätten den Weg schwierig gestaltet, aber nicht so, dass man ihn nicht hätte kennen können. Und am Ende ist der nah umgekommen, so wie es sein sollte. Was hat er dann verbrochen? Was Erklärung steckt hinter dem Mord? Ist euch nicht eigenartig vorkommen? Ja, die Hafner ausspionierte Tatsache, die euch an seinem Bündnis zweifeln lassen müsse. Ihr mögt sie nicht gewusst haben, wer er ist, aber wir schon. Nekromant im Dienste von der Zentarim, der Abscheulichkeit erschafft, um sie dann an der Meistbietende zu verschachern, weiter von ihrer normalen Umgebung, aber kein unerwarteter Feind. Zentarim, das sind dann die Leute, die Bane bzw. Tyrannos dienen. Und Tyrannos war zu seiner Lebzeit, als er noch ein Sterblicher war, ein Weggefährte von Baal. Zusammen mit Myrkul waren die drei als die Toten Drei bekannt, also noch Sterbliche waren, bevor sie ihre Göttlichkeit erlangten durch den Gott Jergal. Von dem haben sie übrigens die Portfolios abgezwackt und Bane hat die Tyrannei dann kriegt als Portfolio, also als Göttlichkeit, Myrkul der Tod und Baal Mord. Dann waren sie die Toten Drei, ja, als Götter halt. Mit so einem auffälligen Benehmen könnte er sich nicht lange im Verborgenen aufhalten und wir haben schnell von ihm erfahren. Ihr habt lediglich als Helfer vom Unvermeidlichen gedient, so dass er jetzt frei seid. Ihr habt uns gut gedient, wenn auch unwissentlich, und euer Zustimmung, ihm behilflich zu sein, sei vergessen. Das Amulett ist wertlos, die Gesegnete tragen nur die Abzeichen von der Hafner. Hinfort, und ich hoffe, dass euer nächstes Zusammentreffen mit der Hafner freundlicher ausfällt. Ihr spielt wie eine Flotte, von den Hafnern niemand Geringerem. Wenn ich töten muss, dann für meine eigenen Zwecke. Aber ich habe diesen Nekro oder seinen Adling sowieso nie gemocht und sowas soll's. Wir sind nur dazu benutzt worden, Attentäter an sein Ziel zu führen. Dass so ein schlechter Mann zu sterben hat, steht außer Frucht. Aber es gefällt mir nicht hinterlistig, als Instrument missbraucht zu werden. Lebt damit. Wenn dich geschändet fühlst, streich irgendwo Beschwerde ein.
Mir ist das egal. Ja, ich bin ja selber Meuchelmörder als der Charakter. Insofern muss mir das eigentlich relativ egal sein. Okay, was hat er bei sich? Perle, ein Wasseropal, schwarze Opal, Zaubersprüche 907 Goldmünze, was ist dann das Schickes? Ein Stabspeer plus 2. Okay, das ist eigentlich, ach Quatsch, können wir auch verkaufen. Vampirgriff, Freundschaft und noch ein Amulett. Sehr schön. Jo, das kannst du Ammo lernen, das kannst du, okay, das hast du schon gelernt. Nekromantie, naja, selber Nekromant. Nee, eigentlich ist er Beschwörer. Egal, so, das ist der Krusch, den er selber hat, den müssen wir nochmal identifizieren lassen. Sagt mir, was zu tun ist. Und ich jetzt sage, wenn wir jetzt schon so schön nur an innerer Wirtschaft sind, dann können wir genauso gut nur eine Runde Penner. Die 10. Stunde hat eh schon geschlagen. Huch. Ah, sehr schon. Sehr schon vor allem. Sehr schön. Das ist die Quest von Anomen. Die mache ich dann lieber jetzt schon, ne? Anomen Delrin, Sohn von Kor. Ich komme als Überbringer von schlechten Nachrichten. Euren Papa verlangt noch eurem Erscheinen auf seinem Landsitz. Entsetzliche Neuigkeiten, sagen er. Welchen Grund soll ich haben, zu meinem Papa zurückzukehren? Naja, Schwester ist tot. Aufs hinterhältigste ermord. Tot? Bei Helm ermord? Wie kann das sein? Warum sollten ihr sowas sagen? Das tut mir leid, mein Herr. Vielleicht sollten wir heimkommen, wie euren Papa es erbittet hat. Ja, und wirklich schnell. Abdel Adrian, dummelt euch. Wir müssen uns daheim, mein Papa im Regierungsviertel zum Helm, Jesus. Wir müssen uns zum Haus von meinem Papa im Regierungsviertel von Adkatla begeben. Ja komm, ich bedauere zutiefst der Verlust von der Schwester. Ich muss Licht ins Dunkle von dem Mord bringen. Lassen uns aufbrechen. Okay, dann brechen wir jetzt doch der wohlverdiente Schlaf ab und gehen weiter. Anomens Heimkehr nach dem Tod seiner Schwester. Das passt jetzt hervorragend. Eigentlich wollte ich als nächstes das Brückenviertel in Angriff nehmen. Aber das passt mir jetzt eigentlich auch ganz gut in den Kram, um ehrlich zu sein. Weil ich habe ja vorhin noch davon gesprochen, wenn Anomen seine Ritterprüfung nicht schafft, dann wird er noch ein größeres Arschloch. Und ja, die Vorbereitung dafür, dass er es packt oder nicht, ist jetzt die Quest. Das kann man richtig lösen, das kann man ehrenhaft lösen und dann wird er aufgenommen und wird rechtschaffen gut und Sir Anomen. Oder er kann's verhauen und dann wird er ein Riesenarschloch. Aber ich weiß nicht, was für Gesinnung er dann kriegt. Ich habe Anomen sonst nicht in meinem Kader mit drin, in meiner Gruppe mit drin. Das ist erst das zweite Mal, dass ich Anomen jetzt mit dabei habe. Und beim ersten Mal habe ich nur in einer guten Gruppe mit dabei gehabt. So, Delrins, die sind dort. Alle Hopf. Dann müssen wir dort hingehen. So. Ich warte. Du dort. Was Du wollt dort. ihr? Ja, das Zeig dir klingt richtig her. besten Anführer Ja, können Kalender. auch Du mit so. Federn Wartet. Und du hin. Wenn es denn sein muss. So. Ja. Gut. Okay. Das ist noch der Jan Jansen. Der ist Magier und Dieb. Hätte ich jetzt keinen Dieb als Hauptcharakter genommen, hätte ich wahrscheinlich Jan Jansen genommen. Den chaotisch-neutrale Gnom. Der ist auch absolut großartig. Aber ich brauche einen Sagt, was reinen ihr von Dieb. mir wollt. Fürst Anom, willkommen daheim. Euren Papa wart drinnen. Er ist in der Küche und sauft die ganze Zeit. Ist er wütend auf mich? Ja, mein Herr, nichts hat sich geändert. Als euer Schwester gestorben ist, ist es nur noch schlimmer Woche. Das habe ich erwartet. Sollte doch sehr schlecht die Laune an mir auslassen, wenn er das braucht. Ich bin nämlich das Kind, was ich mal war. Abdel Adrian, lassen uns mal eintreten. Sagt mir, was zu tun ist. Na gut, dann machen wir das doch. Ich hoffe, das bringt was. Melon, sprich Freund und tritt ein und so weiter. Aber ob wir hier so freundlich willkommen Käse wären, das Ich zeigt warte. sich. Ich kümmere mich. So. Ich höre euch. So soll es geschehen. Dann gehen wir doch mal zu zweit hier. Ich glaube, der Korgan kann der dabei nicht gebrauchen. Das wird nur ist die schon Stimmung aufheizen. Aber vorher rauben wir doch erstmal aus. So, wir gucken mal, ob hier irgendwo welche Falle sind oder ähnliches. Ich bin... Anomen, rutschen wir in die andere Richtung. Sagt mir, was zu tun So. ist. Hier gibt es offenbar keine Falle. Wir sollten trotzdem nochmal zur Sicherheit abspeichern. So. So, dann stehlen wir dem noch die Goldkette und einen Blutsteinring. So. Ach ja, was man als Dieb halt immer so macht, ne? Und wir gehen jetzt warte, ins wenn es denn Wettmolrei. sein muss. Der verlorene Sohn kehrt zurück. Wie immer der Erbe der mütterlichen Narretei. Wie weit hat dich deine Flucht vor mir getrieben, mein Sohn? Sprecht nicht von meiner Mutter, Saufbold. Ihr wart es nie wert, ihr Ehemann zu sein. Das war ich und euren Papa, ach, vergesst es nie, buh.
Ja, Mama wird noch leben, wenn ihr Kinder nicht so plag gewesen wärt. Halt die Goschpappe. Mir hätte die Unterhaltung schon früher geführt und ich hab nicht die Geduld, mir das nochmal anzutun. Ja, wenn mir jetzt zuhöre, was die Sache für richtig erachte, Anom. Respektiert euren Papa, junger Ritter. Noch bin ich der Mann im Haus und ihr werdet mir gehorchen. Ja, Papa. Ich habe die Geduld verloren und ich entschuldige mich. Ihr habt lange gebraucht, um hierher zu finden. Ihr vergebt euch nichts, wenn ihr jetzt kommt und euren Papa begrüßen. Papa, wo ist Moira? Euer Tochter, was ist mit ihr? Närrischer kleiner Bu, die ist tot. Umgebracht von der Unholde, von der Kalischite. Wie konnte das passieren? Wie kommen ihr da drauf? Es war Serg, der Kalischiter. Nicht genug, dass er mir mein Geschäft genommen hat. Nee. Er muss mir einer mein Moira nehmen. Aber warum soll er so umbringen? Sie hat mit eurer Feindschaft doch nichts am Hut gehabt. Hat ihr immer noch nicht kapiert? Er hat sie umgebracht, weil er es gekannt hat. Jahrelang schwärzt sich unter der Händler, hab seine Preise unterboten und die Kunde geklaut. Und als mein Geschäft in die Brüche gegangen ist, hat er Monopol auf die Schiffsroute noch keinen Schaden gehabt. Er hat den eher geruht, bis ich nichts mehr besessen hab. Am Ende blieb man nur noch Moira und die hat er mir jetzt auch noch genommen. Wo waren die Wache? Warum wurde sie da nicht beschützt? Die Wache haben mich schon ein paar Monate später verlassen. Ich habe Geld mehr besessen, mit dem ich sie hätte bezahlen können. Bald werde ich einmal Haus verlieren. Serg hat alles genommen, alles was Selemols Eier, Mutter und Schwester besessen haben. Er hat nichts genommen, Papa. Ihr habt's verloren. Ihr habt's verloren. Ich habe alles verloren, weil ihr Eier Familie verlassen habt. Wenn er nicht fragt, rennt, kann die Moira noch leben. Ihr hätten so sein müssen, um sie zu beschützen, um sie von der Brigante zu retten. Es tut mir leid, ich hab das nicht gewusst. Ihr hätten hier sein müssen, Anomen. Vergesst es niemals. Es ist zu spät, um sie zu retten, aber euer Auftrag ist noch nicht beendet, Anomen. Was könnten wir jetzt noch machen? Die Moira ist tot. Sie kann gerecht werden, Anom. Bring Serg und seinen Sohn um. So kann Moiras Seele Friede finden. Also euer Freunde anbelangt, so stünd's nicht gut zu Gesicht, euch zu unterstützen. Der Serg, der Kalischit, ist ein sehr wohlhabender Mann. Sein Gold soll Belohnung genug sein. Ich muss erst Moiras sterbliche Überreste sehen, Papa. Es wird nur einen Moment dauern. Ja, gehen jetzt. Man hat es auf dem Scheiterhaufen verbrennt und ihr Asch wird in einer Uhren am Teich aufbewahrt an dem Ort, den die Moira über alles geliebt hat. Abdel Adrian, folgt mal bitte zu Moiras Uhren. Ich mag mit euch retten. Ja gut, ich folge euch. Hier lang. Erstmal zum Vater gerannt, okay. Ja, hier. Okay. Ich mache mir arge Sorgen darüber, was hier geschehen ist. Obwohl die Entscheidung klar und richtig zu sein scheint, habe ich große Bedenken. Ich sehe das Problem nicht. Der Reiche entzieht sich der Gerechtigkeit. Bring ihn um und erledigt die Sache damit, wie er das verdient hat. Lassen euer Blut im Stich und seid ein Feigling. Das ist nur sehr eindeutig. Wenn Serg meine Schwester umgebracht hat, muss ich den Mord selbstverständlich rächen. Nach den Grundsätzen vom Order gilt's Umbringen von einem Mensch aufgrund von Rache, aber als Mord. Ich weiß nicht, was ich machen soll. So, jetzt könnte man natürlich ermutigen, dass ich hier sage, Serg muss vor Gericht gestellt werden und ihr müsst derjenige sein, der gewährleistet, dass es geschieht. Und okay. Ich könnte jetzt sagen, euer Vater hat recht, der Mord an der Schwester darf nicht ungestraft bleiben. Der ist eindeutig vom Böse besessen. Und es ist nicht die Aufgabe von einem Ritter, das Böse auszumerzen. Hm? Oder die Antwort liegt nur, alles was in der Situation verkehrt ist aufs Tun von dem Mann Serg zurückzuführen. Also wir geben dem Typ jetzt einfach mal für alles die Schuld. Die Armut vom Papa, der Tod von der Schwester, einfach alles. Das Leben von eurer Schwester wird der Serg auf jeden Fall mit seinem bezahlen und der Reichtum wird der von eurem Vater werden. So. Jetzt bin ich mal richtiges Arschloch. So sei es denn. Wir werden der Gerechtigkeit Genüge tun und die Welt von einem bösen Mann befreien. Komm, Abdel Adrian. Ich muss zu meinem Papa zurückkehren. Also jetzt habe ich ihn auf jeden Fall schon mal der Grundbaustein gelegt für Gier und Böse. Gesehen, Anomen.
Lasse diese Grausamkeit nicht ungesühnt. Und geben euer Herz mit heiligem Zorn und bringen den Mörder von eurer Schwester um. So soll es geschehen, Vater. Zerg wird für seine Taten sterben. Wo können wir ihn finden? Der Hund haust in seiner Hütte im Brückeviertel, wo er weitere Schandtaten gegen mich ausbrüht. Großes Haus im Zentrum von dem Bastard. Ohne jeden Zweifel unrechtmäßig erworben. Und hier nimmt es. Ich hab mir über einer von der Argstelle den Schlüssel verschafft an oben. Jetzt gehen und rächen unser Meurer. Mögt die Gerechtigkeit ihren Lauf nehmen. Gehen Sie mir zurück, wenn ihr eure Pflicht erfüllt habt, was euer Schand in Zergs Haus an Schätze finden. Was euer Freunde in Zergs Haus an Schätze finden, mögen sie getrost behalten. Ja, ich wäre ihr Name für alle Zeit in ihrer Halter. Okay. Jetzt sind wir so weit, dass wir Anomen wirklich dazu gebracht haben, der erste Schritt zum offiziellen Arschlochtum zu machen, weil in Sicht vom Orden, hat er ja schon gesagt, ist das Mord. Das heißt, die werden kein Mörder aufnehmen, die Paladiner. Und außerdem trifft sich das auch sehr, sehr gut, dass ich ins Brückeviertel gehen soll. Da wollte ich nämlich sowieso als nächstes hingehen. Habe ich ja auch schon in der Episode gesagt, das Brückeviertel, nachdem jetzt das Hafenviertel so weit abgeklappert wurde, wollte ich jetzt eigentlich echt auch ins Brückeviertel gehen, um mich dort eine nächste größere Quest zu stellen. Wir müssen eh warten bis nachts, also ich glaube, das wird noch ein sehr erfolgreicher Tag für uns. Ob wir zwischendurch pennen können, wird sich zeigen. Wir haben auf jeden Fall noch viel Kämpfe vor uns. Zu euren Diensten. Deswegen würde ich sagen, wir sollten Korgan dringendst mal heilen. So. Und dann sollten wir noch Abdel Adrian ein bisschen heilen. So, sehr schön. Ich hoffe, das bringt was. Zivilisation, verdammte Verfluchte Menschen. Ja, ja. Wir wissen es, Korgan. Okay, jetzt sind wir hier Feinde gelandet. haben euch aufgelauert. Verteidigt euch. Okay, ich wollte eigentlich meinen Cut in Brückeviertel setzen, aber dann machen wir jetzt halt noch die ekelhafte Sklavejäger platt, die sich mit einer Höhle-Orks, den Oroks, verbündet haben. Scheiße. Edwin steckt voll dazwischen. Das ist nicht gut. Oh, und Korgan hat auch noch ein Level gekriegt. Sehr schön. Das ist auch geil, wenn Edwin daneben haut, sagt er nicht von wegen, ja, ich habe nicht getroffen oder so, oder bleib doch mal stehen oder so, sondern die Waffe ist einfach schlecht. Okay, die Menschen sind schon mal tot. Und Korgan können wir im Anschluss auch direkt noch aufleveln. Okay, der hat sich auf Edwin eingeschossen. So, und der letzte Orok. So. Dann heilen wir die Eder. Und du auch noch einmal. Dann kann schon mal Anomen heilen. Und ich guck nochmal, was die Kaspar so bei sich haben. So. Wenn es denn sein muss. Die haben jetzt aber keine epische oder keine Pluswaffe mehr bei sich, die Kaspar. Das sind jetzt nur stinknormale Gauner, könnte man sagen. Also das sind nichts anderes als irgendwelche rotzige Leute, die durch die Straße ziehen und Leute überfallen, um die dann als Sklave zu verkaufen. Ach, schon ziemlich heftig, muss man sagen. So, da können wir noch. Kurz Schwert, das können wir alles verkaufen später. Die Oroks, die haben noch ein bisschen Tant bei sich. Ja, so ein bisschen Tant, was wir noch verkaufen können später. Ja, Silberkette, das bringt ja nur 3 Goldstücke oder so. An sich ist das wirklich absoluter Quatsch. Und das bringt auch so 20 Goldstücke oder so, glaube ich. Jo. Auf jeden Fall. Können wir jetzt dort hier gehen. Dann können wir noch unseren Corgi auf Stufe. Das wird sowieso nicht so großartig schwierig bei ihm sein. Der ist jetzt auf Stufe 11. Keine weitere Fähigkeit. Er hat nur jede Menge Rettungswürfe reduziert kriegt. Sei ETW 08. Das heißt, er trifft wieder besser. Sagekunde hat er jetzt erstmals einen Punkt drin und hat 3 TP kriegt. Sehr schön. Jo. Und ich würde sagen, ihr liebe Leute, wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Arm auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Euer Yankee.